hier ist Marianne an der 7. Episode von «Mein Gärtchen auf der Terrasse». Heute schwätzen wir über die Schlecken. Der kleine Kollege hier, der kann als Terrassengärtner oft so richtig gut auf die Nerven gehen. Wir pflanzen hier Sachen, am Morgen sind Löcher dran oder da ist überhaupt nicht mehr da. Aber auch da können wir uns ganz ohne Pestizide helfen. Bei den Zierpflanzen, da ist es einfach. Wir setzen Sachen, die Schlecken nicht gerne haben, dann gehen sie auch nicht gefräst. So wie zum Beispiel Makräuterchen oder der Stinkenhofer, die Lobularia, Petunien oder ganz viele Stauden, die die Schlecken nicht gerne haben. Und dann sind wir auf der gewonnenen Seite. Beim Gemüse, da ist es wenig mehr schwierig, weil eigentlich gibt es keine Sorten, wo die Schlecken nicht drauf gehen. Tomaten haben sie wohl nicht immens gern, aber bei der Salat da ist kein Pardon. Aber auch da können wir uns helfen, ohne Schleckengift, weil Schleckengift ist ein Pestizid, was sich am Körper des Menschen auch nachweisen lässt. Mit einem Schleckenschutz-Kolli, da können wir uns Salat schützen. Das klappt aber nicht mehr, wenn Salat auch frei steht. Hier in unserem Döppe funktioniert das nicht, weil hier liegt ein Blatt drüber und dann fanden die Schlecken eine Brücke, wo sie ranklammen können. Wenn ich meinen Salat Terrassengärtchen an einem Döppe stehen, dann kann ich ein Kofferband rund um den Döppe passen, weil da klammen die Schlecken wirklich gar nicht gerne drüber, also kann ich mein Gemüse schützen. Da weiß ich mal, wie das geht. Voilà, an mat 2 Reihe Kofferband, da könnt die Schlecken nicht drüber. Wenn wir schon Schlecken am Döppen, da können wir uns auch den entledigen, indem wir entweder ein Stück Holz oder einen halben Apfel an das Döppe legen. Die Schlecken, besonders die kleinen, die ihr nicht so gut findet, die klammen einfach da drinnen und da können wir sie dummer da fortbringen, weit genug fortbringen, aber am besten nicht an dem Nupper sein Gärtchen. Die seht, es geht also auch ohne so brutale Methode wie ein Bärpfahl oder Salztrop oder Essigtrop. Und wir gehen trotzdem unsere Schlecken lassen. Und dann bis zur nächsten Episode an unserem Terrassengärtchen.